So, jetzt wie eben schon versprochen, wir wollen es ja auch einhalten, also das Team aus der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar. Das ist die Stelle, an der mich meine Kollegen immer auslachen. Ich soll den Namen der Trainerin richtig aussprechen. Sarankuhu Ochikuhu. Ihr Thema heißt Ice Queen, die Eiskönigin. Und das Besondere an dieser Formation ist, das kann man kaum glauben, aber es stimmt. Sie wurde erst 2013 gegründet. Im ersten Jahr des Bestehens gleich mal 9. bei der WM, im zweiten Jahr 7. und jetzt tatsächlich zum ersten Mal in einem WM-Finale. Bei Schwarzgold Wien, auch hier Extrakte aus der Eiskönigin, auch musikalisch im Disney-Film. Tänzerisch etwa auch auf demselben Niveau wie die Österreicher eben, aber mit etwas mehr Leidenschaft, mit etwas mehr Werf vorgetragen, wie ich finde. Und das finde ich ganz erstaunlich, denn das war genau das, was man insbesondere den Damen im Team immer so ein bisschen vorgehalten hat, dass sie doch sehr verhalten all das aufs Parkett brachten, was sie können. Und dann hat ihnen gestern hier bei den Stellproben jemand gesagt, jetzt mal salopp formuliert, Mädels, zeigt doch mal, was ihr drauf habt. Seid doch mal einfach Frauen. Und heute scheinen sie das umzusetzen.
So, da haben Sie wahrscheinlich gesehen, dass gleich 2 Damen bei dieser Pirouette zu früh fertig waren und Bodenkontakt hatten. Einmal rechts, einmal links im Bild. Aber wie gesagt, es gibt sie nicht, die perfekte Choreografie, die perfekte Kür. Und die Mongolen haben gegenüber dem Semifinale, das hier heute am frühen Abend stattfand, nochmal eine Schippe draufgelegt, nochmal einen Zahn zugelegt, die Fehler minimiert, die Ausstrahlung verbessert. Ich sehe sie in Summe einen Tick vor den Österreichern und mit etwas Glück vielleicht greifen sie sogar die zweiten Russen an. Diese Eiskönigin hatte zumindest ziemlich viel Feuer. Großes Kompliment für die Entwicklung dieses Teams. Wie gesagt, Gründungsjahr 2013, 2016 im WM-Finale. Schier unglaublich. Hatten von allen 6 im Finale befindlichen Teams die schwächste Wertung im Halbfinale. Das könnte sich, das wird sich wahrscheinlich jetzt ändern. Nochmal die Analyse. Diese Reihen tänzerisch absolut sicher getanzt, gefühlvoll, mit viel Esprit. Aber nicht ganz fehlerfrei. Ganz links und zweite von rechts. So, die Wertung tatsächlich. Aktuell Rang 3. Damit vorbei an den Österreichern. Und schon mal mindestens 5. in diesem WM-Finale. Was für ein